En je leert alle dagen bij mij. Guten Morgen. Mich hat das Schein waren hier sein von des Morgens. Und zu hören, wenn wir singen, dann mich freut das immer, wenn so kraftig gesungen wird. Dann wünsche ich immer, ich kann noch really singen. Aber ein Tag, wo ich auch singen kann. Ich würde versuchen, die Bibel aufzumachen, Lukas Kapitel 2. Ich würde da Verse 1 bis 7, wo ich da lesen. Mein Thema habe ich von der Gestalt Oole Testament, Profezeiung, Erfelt am Nieen Testament. Und ich sage jetzt eine Bulletin, mein Thema ist doch nicht ban. Und ich glaube, das ist vielleicht der Weg, dass ich das nicht gesagt habe, dass das so nennen. Der Text ist auch nicht. Wir probieren nächstes Mal nicht davon und dort zu sein. Lukas 2, 1 bis 7. Wie es dicht bei Weihnachten ist, weil wir ein bisschen seinen Wort der Bibel ansehen, das im Alten Testament und wo das im Neuen Testament verfällt ist. Und wir wollen bloß ein paar Punkte davon, ein paar Verse können betrachten von den sehr vielen, was da sind. Fangen an zu lesen mit Vers 1. Der Kaiser Augustus befahl zu seiner Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt am Tagsregister angeschrieben worden. Das war das erste Mal, dass die Menschen geteilt wurden und passiert aus Kyrenius, der Registerschaft in Syrien hat. Und jeder ging dahin, wo er geboren war, sich anschreiben zu lassen. Dann ging Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa. Und bitte merkt, was passieren wird, von wohin Josef gehen wird. Wie sein Stammvater, der König David, da geboren war. Sich mit Maria, die anvertraut war, anschreiben zu lassen, sie war schwanger. Und gerade als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen soll. Und sie brachte ihren ersten Sohn zur Welt, wickelte ihn in Windeln und lädt ihn in die Vatergrab, weil es am Gasthaus kein Raum zu finden war. Aber so wie Gott sein Wort lesen. Wollen wir noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir von der dürfen ein Bild betrachten von deiner Geburt und von wo das passieren wird und wo das im Alten Testament all versprechen wir und die prophezeit wird. Ich bete, Herr, du machst unsere Horten aufmerken von dir, dass wir Wort lehren mochten und seinen Wort du in dein Wort zu sagen hast. Das bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Jesus erfüllt viele von der alten testamentlichen Prophezeiungen im Neuen Testament. Wie wollen von der örtlichen, von der betrachten, aber mal sehr wenig von den Fehlern, die durchgeschrieben sind. Mein Ziel für das ist eigentlich zweifach. Eins, dass wir betrachten, was passieren wird mit Jesus, seine Geburt und so weiter. Aber mein Hauptziel von der ist, und ich kann nicht helfen, aber wir werden immer geraten, aber wichtig ist, dass wir gerade sein Wort kennenlernen. Und also mein Ziel ist, dass wir wollen sein, wo wichtig das ist, dass wir die Bibel kennenlernen. Seinen, dass Gott sagt in seinem Wort, was er meint, und er meint, was er sagt. Für der wollen wir da sein. Wenn ich denke da an, was passieren wird in 2003, und ich glaube, wir sind alle bekannt mit was passieren wird in Connecticut, an der Schule, wo 27 Personen, nämlich 20 Kinder von 7 bis 10 Jahren, von 5 bis 7 Jahren, glaube ich, wenn ich gleich bin, 20 Kinder werden dort geschossen
bloß einfach gewaltig, wo man meist nicht kann denken, wo das so dort passieren kann. Und dann 7 abgewaschene Menschen, die waren dort geschossen, in ein paar Minuten, ein paar Sekunden vielleicht. Wir hörten nur die News und dann kommt die Frage ab, wo wir Gott und all das. Weet je, gestern hier ik, wer zei dat, einer von der News hier zu sein, habe ich Christ, sagt er, wo wir Gott und das alles, die letzten 50 Jahre hat Amerika geschafft, Gott in die Schulen rauszukriegen, in die Government rauszukriegen, und dann, nu, wenn das passiert, da fragen wir, wo ist Gott? Er ist irgendwo, aber in diesem Fall, wir Gott rückgeschoben, und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Aber von der Weise, wir mit betrachten, was passiert hat im Alten Testament, und wo literal, wo buchstäblich dort passiert hat. Weet je, wenn ich denke da an die Bibelüberlegung, und was nur noch in der Zukunft ist, und Profezeiunk, was nur noch in der Zukunft ist, dort studieren, da, und dann sind da viele Gedanken, viele, paar verschiedene Wege, was dort ausgelegt wird. Einfach mehr und mehr Menschen tun, als die tun die Bibel proben allegorisch auszuleihen, und das meint, dort Gott sagt ein Ding, aber er meint nicht notwendig dort. Oder die Bibel sagt ein Ding, aber das meint nicht notwendig dort. Mir ist das interessant, weil wir die Bibel lesen, studieren dann, besonders noch von dem Herrn Jesus kommen, von der Versprechung, von dem Alten Testament, dann sehen wir dort, wo kriegt dort ausfallen, das kriegt so, als dort geschrieben stand. Also, wollen wir mal anfangen mit dem Alten Testament, Profezeiung, an 1. Mose, 1. Mal, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Hier sehen wir, dass Gott seine erste Versprechung oder die erste Prophezeiung, wo Gott sagt, dass er wird in der Erde schicken. Vers 1. Und Gott, der Herr, sagt zu der Schlange, wie du das getan hast, wo ich die bestrafen. Von allen Tieren wirst du dort einzige sein, der auf den Bock krüppen wird, und du wirst lebenslang mit den Erd verraten. Das wird Gott zu der Schlange sagen, nachdem er Adam und Eva hat verführt und sie an Sinn gefallen wären. Dann in Vers 2 sagt dort, du in der Früh werden jünd feindlich sein, und jüne Nachkommen werden sich nicht lieben können, oder ein anderer wird, da wird immer Streit sein, Jagd sein. Er wird die den Kopf verwunden, und du wirst am den Hack verwunden. Sehr einfach. Aber da wird die erste Versprechung, was Gott geben hat, und das passiert am Kreuz ab Golgatha. Alte Testament Prophezeiung wieder sagt, Jesaja 7, Vers 14, Jesus in Empfang. Ich lade das meiste übrig, da bloß ein paar Stellen, was mir wichtig sind, was ich hier will sagen, wie es mit das kalt. Und Jesaja 7, Vers 14 sagt es so steht, na, der Herr, den ich dein, wat uit sich selbst ein Tierchen geben. Kijkt mal, eine junge Frau wird schwanger und wird ein Kind, ein Jungchen haben, und sie wird dem Immanuel nennen, wird also Gott mit uns. Und wenn ich will uns ein paar wir hier bannen, was hier sind, aufmerksam machen. Er sagt, na, der Herr, den ich dein, wird aus sich selbst ein Tierchen geben. Wenn ich sage, dass er wird ein Tierchen geben, dann habe ich eine große Ursache abzupassen und zu fragen, was ist das Tierchen?
Wenn Gott ein Tierchen geben wird, dann gibt er ein Tierchen für eine Ursache. Dann sagt er, kick dem mal. Also, dort mal in Ohren ummerken. Weil wir mal sein, mal was das Tierchen ist, was Gott gegeben hat. Ich mag mich wundern, wenn ich betrachten, was passiert, wie Jesus geboren wird, und dann mit den Denkholen, das Alte Testament, was die Juden hatten zu der Zeit, da wir all das durchgeschrieben. Dort wir Gott hat weiterlassen durch die Propheten, und das gesagt, wo das wird passieren. Wir wollen seinen, wo die Einzelheiten beschrieben werden. Aber hier an Jesaja sagt, er wird ein Tierchen geben, sagt er, kick dem mal. Na, was wird passieren, sagt er, eine Jungfrau wird schwanger werden. Und sie wird den Emmanuel schwanger werden und wird ein Jungchen haben und sie wird dem Emmanuel nennen. Und das meint Gott mit uns. Also, sie haben das Tierchen, dass das was passieren wird. Also hadden sie könnt, und ich glaube, da noch viele, die kickten da noch. Aber sie wussten, dass ein Ding wird passieren. Gott wird darauf kommen und er wird Menschen wird geboren worden als Mensch. Das falsch allein sagt das all. Er sagt, dass er wird Emmanuel genannt worden, Gott mit uns. Nu, weil wir mal kicken im Neuen Testament, Matthäus 1, Vers 18. Wo das verfällt wird, buchstäblich so, als es gesagt ist. Matthäus 1, Vers 18 sagt, Jesus Christus seine Geburt passiert so als das. Aus seiner Mutter Maria, den Josef anvertraut worden, sei an, eier hei ne Hus holt. Eier hei ne Hus holt. Weil zu der Zeit wird das so, dass wir ein bisschen so engaged, weil ein Jung in einem Jahr, der leibte sich, der verleibte sich, und dann waren sie engaged. Versprüchte sich einer dem anderen. Aber die waren noch nicht taub. Die waren noch frei, waren ganz versichert, die hatten noch kein Verkehrsschaft gehabt, nicht. Und dann sagt er, als Maria den Josef anvertraut, wir waren sie an, eier hei eine Haushalt, dass sie all vom Heldenjahr schwanger werden. Hier wir all, der Josef hat all kurz könnt denken, das ist was Wunderbares. Aber so als Menschen denken und fragen, weil wir die ganze Geschichte betrachten, dann, wo Josef die Stahlung nehmen, was er tut, dann ist das Josef, wenn er am das Seierbad dann sagt, ich wollte nicht lesen, was sagt, dass er heimlich denken an, er zu verloren. Was wird er gedacht haben? Dass nun Maria mit einmal schwanger wird. Wo passiert das? Aber die Bibel, die sieht das all im Alten Testament, dass das wird passieren. Dann sagt er wieder, dort sei all vom Heiligen Geist schwanger werden. Vers 20 sagt, Josef, du David, das ist, wo Gott dann zu Josef reden, sagt er, Josef, du David, sein Sehen, schür die nicht dafür, deine Frau Maria nur die zu nehmen, wie es dort, was sei an sich reicht, es vom Heiligen Geist. Vers 21, und sie wird einen Sehen zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, wie sie wird sein Volk von ihren Sünden erraten. Ich glaube, hier dass Gott persönlich zu Josef reden. Wie Josef hat fängt an zu planen, dass Maria wird verloren. Dann sagt Gott, das ist, was gesagt ist all im Alten Testament, was Jesaja all Profezeiung hat. Diese Prophezeiung wird buchstäblich erfüllt. Da wird keine Interpreting nötig. Warum sagen die Menschen dort dann nicht? Wir fragen uns,
Warum wird das passieren? Warum sagen die Menschen nicht, was passieren wird? Alles, was sie haben dürfen sein, im Alten Testament, wo das beschrieben wird, sie wussten dort, dass Gott hat gesagt, und das wird immer und immer bestätigt, dass Gott dort wird tun. Er wird eine Rade schicken in diese Welt. Und einige Menschen beposten dann ab, aber viele wollen das gar nicht an, was passieren wird. Weil wir wieder gehen im Alten Testament, der Profezeiung, noch eine Prophezeiung. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Jesus seine Eigenschaften. Hier, wo wir sehen, was dort sein hat, im Alten Testament von den Eigenschaften, was Jesus von David habe ich gesehen, dass Jesus wir empfangen von dem Heiligen Geist. Und hier im Alten Testament sagt er, was von den Eigenschaften er hat. Wir sehen noch Gott seine Dreieinigkeit an das Versen, was wir hier wollen lesen. Das sagt er, wie es uns als ein Kind geboren, wir haben einen Sohn gekriegt. Und bitte mal, was das sagt, dass uns, wie es uns als ein Kind geboren. Wie Jesus auch geboren zu der Zeit, wie es Jesaja das schrieben hat, no. Aber wir sehen, dass dort war geschrieben, als wann das all passiert wäre. So sagt ja, als Gott seine Versprechung. Jesaja, der redet so, als wann das gegenwärtig ist. Er sagt, er hat das Reich zu regieren. Also, er hat das Reich zu regieren, erstlich. Zweitens, was sagen wir der Nachbarn? Er wird der wunderbare Ratgeber genannt. Zwei Eigenschaften, was wir da sein. Drittens sagen wir, der allmächtige Gott. Interessant, dass er wird der allmächtige Gott genannt. Viertens sagen wir, der ewige Vater. Ich habe gesehen, die Eigenschaften, was er hat. Fünftens sagen wir, der Friedensprinz, was er genannt. Also das sind alles die Eigenschaften. Sie, das weist uns auch die Dreieinigkeit an Gott. Weißt du, wenn wir mit Jehovas Zeichen reden, dann können wir diese Verse vom Alten Testament nehmen und wissen, wer Jesus ist. Er hat alle Eigenschaften, was Gott hat. Wenn er ist Gott, geboren am Fleisch. Sie macht recht, in Vers 6 sagt, dass sie macht recht in der Friede und ihr Arm wird ohne ein zunehmen. Hier sehen wir eben noch, was dort sagen, das prophezeien, das von was nur noch Zukunft ist. Hörst du mal, was er wieder sagt. Arm wird ohne ein, euer Friede wird euer Arm wird ohne ein zunehmen. Er wird ab Davids Thron sitzen und sein Recht abrechtig und nur dort, was recht ist, von nun an und ab immer regieren. Der Herr, der alles regiert, wird das an seinen überdauern. Also wir sehen dort, dort wisst dort, dort Gott, dass der Jesus in der Zukunft nach wird, ab Davids Thron sitzen und alles wird regieren. Das, wo wir noch vorwärts kicken wollen. Nu wollen wir mal kicken im Neuen Testament, was das davon sagen wird. Johannes, Kapitel 1, Vers 3 und 14. Von den Eigenschaften. Das sagt, aus alles Anfang, wie dort Wort und dort Wort wie begat. Und was Gott wie dort Wort. Vers 2 sagt, wir am Anfang begat. Vers 3, durch Arm als alles gemerkt und ohne Arm als nicht gemerkt wird, gemerkt ist. Was soll ich sagen dort, dass Jesus als Gott gelegt mit Gott. Aber da sehen wir die Dreieinigkeit Gottes hier reinkriegt. Dann lesen wir Vers 14, weil Utlot Wort Vers 14 sagt, und das Wort wird Mensch und wohnt man uns. Und wir sagen, wo herrlich wir. Eine Herrlichkeit so aus, ein Vater seinen einzigen Sehen der Jeif, voll von Gnade und Wahrheit. Also das sagt Johannes all im Neuen Testament.
Also war selber die Dreieinigkeit Gottes da. Im Neuen Testament Erfelt, Lukas Kapitel 2, Vers 4 sagt wie, Jesus wird in Bethlehem geboren. Dann ging Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, weil sein Stammvater, der König David, dort geboren wird. Jesus wird in Bethlehem geboren. Wenn wir gucken, dann, wo Jesus war, oder wo Josef und Maria waren, Josef und Maria, die waren in Nazareth, in Galiläa, das sagt hier, dann ging Josef von Nazareth nach Galiläa. Die Bibel sagt auch Profezeiung, auch lang dass Jesus wird in Bethlehem geboren worden. Er wird in Bethlehem geboren worden, so wenn er in Nazareth war, und die Zeit wie er meist kriegt da, dass Jesus wird geboren worden. Aber sie waren nicht in Bethlehem. Weißt du, wie oft das wir? Da waren ungefähr 75 Mil. Dort sie von Nazareth nach Galiläa, von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem, dort waren ungefähr 75 Mil Süden, was sie mussten reisen. Und Gott hat das so wunderbar geplant, und das ist mir so wichtig, dass Gott alle Umstände einstellen hat, so dass, wenn die Zeit da ist, dass sein Wort reinkriegt, erfüllt worden, so als das gesagt ist. Weil die Wege waren angereicht dafür, und alles wird angereicht. Nu wird das jetzt zu der Zeit, ich las da jetzt das am Anfang, das sagt da, dass die Kaiser, die dort so anrechnen, dass alle Menschen mussten geteilt werden. Es mussten alle geteilt werden und angeregistriert werden, angeschrieben worden. Das sagt das erste Mal, was die Menschen geteilt werden. Und wenn wir denken, wenn das nicht passiert wäre, wird Jesus dann geboren sein in Nazareth oder in Bethlehem. Warum deit Josef nach Bethlehem, Maria nach Bethlehem nehmen? Omdat sie da angeschrieben worden, wie es dort wir David seine Stadt. Und wir Nachkommen von David. Und das sagt da, sie reisen dahin. Also, Gott braucht das, das so einrichten, dass Josef und Maria wurden ab der steht sein, wo das Alte Testament sein wird, wo Jesus wird geboren wurde. Wenn wir denken an Winz, die Weisen von Morgenland nach Herodes kommen, dann sagen sie haben einen Stirn gesehen da und gehen sie dann noch Herodes und sagen, wir haben einen Stirn gesehen und sie wundern, wo das ist, wo Jesus geboren wird, sein. Was ist Herodes? Herodes, der Schriftgelehrte, der Pharisäer, Topropen und utfingen, wo der Platz war. Was fangen sie da? Sie fangen dort im Alten Testament gesagt wird, dass Jesus in Bethlehem, im jüdischen Lande, wird geboren worden. Und dann kommen sie da hin. Wir wundern dort, warum die Weise, wie sie da hinkommen, dann, dass sie nach Herodes gehen leiden. Aber sie wussten, dass sie in König geboren worden. So, wo wird die geboren worden? Bitte an einen König sein Haus, nicht so? Aber das war nicht der Fall. Und dann fingen sie dort, dass die Bibel sagt, dass er wird in Bethlehem wird er geboren worden. Mir ist dort wichtig, dass wir die Bibel kennen. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als viele von uns dort nehmen. Von deren Tag haben wir so viele Menschen, die da bezieht, gelesen.
da sind so viele Dinge, so viele verschiedene Lehren, was da abkommen, und besonders von dem Herrn Jesus in wahrkommen. Weil die Bibel die lehrt uns so klar, was passieren wird und wo das wird passieren. Und aber viele Menschen sagen, die Bibel meint nicht wirklich dort, was sie sagen wird. Hier sagt uns das korrekt. Sagt, er wird am Anfang bei Gott sein, und durch Arm ist alles gemerkt, und ohne Arm ist nicht gemerkt, was gemerkt ist. Und das Wort wird Mensch und wohnt manch uns. Und wir sagen, wo herrlich wir eine Herrlichkeit aus, so aus ein Vater seinem Sehen, der Jaft, voll von Gnade und Wahrheit. Weil wir mal ein kleines bisschen gehen am Nieen Testament, weil wir mal ein kleines bisschen sein, dort mal noch Thessalonicher Kapitel 4 mal drehen. 1. Thessalonicher Kapitel 4. Und bloß ein kleines bisschen sein da, was die Bibel anzeigen wird von was nu bei uns nach Zukunft ist. Weißt du, wir können drei kicken für der, wir kicken am Alten Testament, wir kicken am Alten Testament an und wir sagen, wo das die prophezeit ist, wo Jesus wird geboren worden, und das ist ziemlich klar zu verstehen. Wir sagen, warum haben die Menschen dort nicht verstanden, wenn das so klar durchgeschrieben ist? Aber weißt du, wir können nicht mal bloß drei kicken, wo das geprophezeit ist, was zu der Zeit Zukunft ist, aber wir können auch zurückkicken und sagen, wo dort die Profezeiung erfüllt ist, was sie dann nicht können. Und das ist noch eins. Weil zu der Zeit hatten die Menschen nicht den Heiligen Geist an sich, so als wir, aus Gott sind, können ja dort von der haben. Von der haben wir den Geist Gottes an uns, und wir haben das Neue Testament, wo uns wiesen wird, aber das Wissen, das kriegt, wo das eine Erfahrung kommt, wo da ist das die Prophezeiung wird. Und so wie kicken drei nur die Prophezeiung, was dann Zukunft wird, auch aber was nu für uns beides all Vergangenheit ist. Für uns wird dann Zukunft. So wie kicken nu an seinen dort, wo alles passiert ist, an dem Jesus geboren wird, wenn sie sterben, leiden und alles. Was ich habe das Ferkel gesagt, ich glaube, wir sind an dieser Zeit, wo wir leben, an der Gnadenzeit, wir haben die Leben an der Zeit, wo eine bessere Zeit ist, als jemals in der Vergangenheit gewesen ist. Wir leben an der Gnadenzeit, wo der Geist Gottes ausgeroten ist, seit Pfingsttag, wo der Geist Gottes ausgeroten wird, wo der an jeder einzelnen Mensch wohnen wird. Epheser Kapitel 1, Vers 13 sagt der Apostel Paulus, er sagt, durch Arm habe ich auch, wenn es jeder Wort hielten, wenn es jeder Wort angenommen und gerat worden, hat er mit seinem Heiligen Geist versiegelt. Also wir können das zurückkicken, wo all das passiert ist. Aber weil wir mal ein bisschen sein, was die Bibel sagt, an Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und ich will damit schließen. Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Dort ist für uns nur noch Zukunft. Wir haben gesehen, dass was Jesus in der Geburt ist, nur all Vergangenheit und sein Leiden und alles. Aber wir kriegen vorwärts und weil wir sagen, woran da wir glauben, dass was das hier geschrieben wird, das sagt der Apostel Paulus, das sagt es das. In Vers 13. Brüder, wie will ich nicht anklagen lassen über die all gestorben sind, dass die nicht trüren brauchen, so als die keine Hoffnung haben.
Wiens wann wir geleiben, dass Jesus gestorben und vom Tod abgestoßen ist, wird Gott durch den Herrn Jesus und mit einem Taub auch die noch sich nehmen, die all angeschlossen sind. Das sei wie gut mit Jesus in der eigenen Welt, dass wir, die dort leben und bleiben, bis der Herr wiederkommt, worden die nicht vorabkommen, die all angeschlossen sind. Na, wo wird das dann rankommen? Der Herr wird selbst vom Himmel raufkommen und laut sagen, was passieren soll. Der höchste Engel wird rufen und Gott seine Person wird geblost worden. Dann werden die am Glauben an Christus seilig gestorben sind, zuerst abstoßen und wo wir, die wir leben und geblieben sind, zugleich mit an, ob die Weilchen mitgenommen worden und unseren Herren begegnen und dann, wo wir immer bei ihm sind. Mit dieser wird 30 Monate. Was mich wundert, dass wenn ich mit Menschen rede, dass viele Menschen von dem Herrn Jesus die Wahrheit kommen, dann sagen sie, du hast ein so viel Gedeihen, da war ich lustig von Weitem nicht. Wir haben keine Gedeihen, was da was passiert. Wenn einer der liegt so und der andere liegt so und so weiter. Und ich würde ans Motto sprechen, dass wir sollen Gott sein Wort für uns selbst studieren. Wir sollen sehen, wo die Profezeiung in der Vergangenheit, wo wird die Erfelt, Profezeiung vom Alten Testament, im Nieen Testament, und dann sagen, wo wird dort passieren? Woran soll dort nicht passieren? Kriegst du buchstäblich, was dort geschrieben ist. Da sagt ihr, der Herr selbst wird vom Himmel raufkommen, dann wird die Entrückung sein, dann wird der Todesabstand wird an Christus gestorben sein, und dann wo wir leben und ewig geblieben sind. Zugleich mit einem Herrn gerecht worden, wo wir so bei dem Herrn sind, weil dann wird all das andere Platz finden. So, ich würde uns Motto sprechen, und diese Weihnachtszeit zu sein, was sagt die Bibel so recht von dem Herrn Jesus von dem Herrn Jesus sein erstes Kommen und dann von sein zweites Kommen. Wollen wir noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir noch einmal für dein Wort. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Versprechung am Alten Testament, Herr, wo du versprochen hast, dass du ein Radar schaffen wirst. Und wo dort Krieg so verfällt ist im Neuen Testament. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit, wo wir entgegengehen nun in deine Geburt, dein erstes Kommen celebrieren. Ich bete, Herr, dass du musst in jedem einen von uns fallen mit den Heiligen Geist und geben uns, Herr, dass wir dort sein, was du wirklich getan hast für uns. Dann bete ich, Herr, wenn da irgendwer ist, was die noch nicht kennen, das hier, Herr, dass du arm machst, dort offenbaren, dass du auch vor arm gekommen bist. Ich danke dir noch einmal dafür, in Jesus' Namen. Amen.